Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Jetzt sind wir hier unten gelandet. Und da beim Kern müssen wir auch die Bombe platzieren. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob das so weit aufgeht. So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Nostalgie ist der Grund, warum ich es hier mag. Also ich als Spieler schon auf jeden Fall. Ein Autohacker und Shorten Alarms 2. Machen häufige Sicherheitsalarme dich taub, reduziere die Schmerzen mit dem verbesserten Shorten Alarms 2. Nö, erstmal nicht. Brauchen wir erstmal nicht. Hephaistos Kern. Gut. Steuerung des Kernlebens. Was hat dir Atlas angeboten? Ein Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denke an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Schauen wir mal. EMP-Bombe platzieren. Und jetzt würde ich wohl lieber weg. Ziel erreicht. Überlaste den Kerl. Mein Gott, was machst du da unten für einen Nerv? Wenn du mit dem Kern fertig bist, dann ist noch eine einzige Aufgabe vor dir. Geh zurück zu Ryans Tor und löse den Überlastschalter aus. Damit kommst du in sein Versteck. Okay. Zerstöre Ryans Magnetschlösser. Machen wir doch glatt. Erstmal eine Bier trinken. Ups. Ups. Du nicht, Houdinis Pleißer. Gedum. Autsch. Irgendwas ist hinter mir her. Eine Drohne. Und ich verreck gleich. Hi, Bouncy. Ich sterbe trotzdem gleich. Das ist nicht so gut. Und ich weiß nicht, wo eine Medistation hier in der Nähe ist. Ups. Aber die Bolze mit Stahlspitze habe ich noch. Ups, jetzt war's das. Schade. Naja, man kann nicht alles haben. Aber ich habe leider keine... eine Medistation, sehr schön. Ups. Hier geht's weiter. Obwohl meine körperlichen Kräfte schwinden, wirst du mich nicht besiegen. Schauen wir mal. Rührt nicht von Stahl und Feuer her, sondern von Intellekt und Willenskraft. Hörst du mich, Atlas? Bei Andrew Ryan ist für dich nichts zu holen, außer Tod und Verderben. Gott, der ist zumindest schon mal kaputt. Hoppla. Und jetzt könnte ich eigentlich die Verbandskäste am besten gebrauchen. Ups. Ja, dann mach doch auch, schieß doch auch. Mensch. Gewittert du nach Keidel noch einmal. So. Scheiße. Der hat mich jetzt auch flach gelegt wieder. Verdammt nochmal. Und sehr schön. Dich kann ich gerade super gut gebrauchen. Und dich kann ich auch gebrauchen. Nicht genug Geld. Okay, schade. Oh Jesus, Allied. Office of Andrew Ryan. Genau, da wollte ich durch. Da sind noch ein paar Dollar drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt komme ich wieder dort an. Und ich brauche jetzt wieder mehr. Ups. Ja, die weichen aber ganz schön geschickt aus hier. Gut, den habe ich erlegt. Und noch einer. Gewittert du nach Keidel noch einmal. So, das ganze Verballerte erstmal wieder zu mir hole.
So war noch jede Menge Krusch dabei. Und hier dürfte ich noch ein paar Stahlbolzer verschossen haben, ja. Gut, alles klar. Dann war es das jetzt erstmal damit. Puh, da kann ich jetzt dort durch. Und geht's. Letztendlich ist mir nur eines von Bedeutung. Das bin ich selbst. Und das Einzige, was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge. Ja, so sieht's aus. Ich würde aber trotzdem ganz gern dort durch. Achso, du kannst nicht schon durch. Dummkopf. Dann zur Rapture Zentralsteuerung. Na dann. Wenn wir dort zum Büro kommen, müssen wir wohl durch. Also ich weiß nicht, wenn das meine Stadt wäre, dann würde ich ja eigentlich schon dafür sorgen, dass mein Haus bzw. mein Wohngebiet direkt zum Büro führt. Wie ein König, der in seiner Burg residiert und dort auch zugleich wehrhaft ist und dort auch arbeitet. Also von daher, ich weiß nicht, wie es bei dem aussieht, aber geht zu Andrew Ryans Büro. Schaut nach Hephaistos. Und was ist dann hier? Eine Leiche und eine Schrotflinte. Schick. Also dem seinen Weg zum Büro will ich auch nicht nur vollziehen. Voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas? Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit. Ups. Der macht sein eigenes Ding wohl lieber kaputt, ne? Ey, ich bin... Es gibt noch eine letzte Sache zu besprechen. Erster Einsatz Vita Chamber. Kunde Ryan Industries. Phase 1 ist abgeschlossen. Sinclair und Alexander haben versucht, mir die Grundlagen zu erklären, aber Su Chong glaubt ihnen nicht. Sie reden immer von Plasmidrekonstruktion hier und Quantenverstrickung dort und wollen damit beweisen, dass man Tote wieder auferstehen lassen kann. Blödsinn. Aber natürlich wird Ryan den Versuch nur zulassen, wenn er mit seiner eigenen genetischen Frequenz getestet wird. Was? Ryan hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt aufbrennen. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Ja, besser ist das. Aber ich mag erst mal ein bisschen Hacker. So viel ist klar. Scheiße. Ja, doch, da führt noch was hoch. Und, scheiße. Warte mal. Ach, doch. So. Diese Geräusche sind auch sehr beruhigend, wie ich finde. Und da geht's durch. So, jetzt will ich aber trotzdem noch Sache kaufen. Gut. Okay. Nachfragen wir noch ein bisschen hier. Okay, da geht's zum Büro von Ryan. Hier haben wir nix. Was ist da noch? Verbandskaste, Anti-Personen-Munition und Bolze mit Stahlspitze. Hervorragend. Da ist nix drin. Hier ist eine Genbank. Und ein U-Invent. Panzerbrechen können wir auf jeden Fall nochmal bauen. So. Da ist nur technischer Firlefanz.
es geht so allmählich in die Endphase hier. Und da ist nichts mehr. Hier komme ich nicht durch. Ins Büro von Mr. Ryan. Da aber geht's auch nirgendwo hier. Das heißt, ich sollte wohl da entlang. Und ja, der will offensichtlich wirklich die Stadt opfern. So ist es halt mit Verrückter. Die gehen lieber mit ihrem Boot, ohne als das andere zu überlassen. Na dann hier entlang. Und, okay, so geht's natürlich auch. Das war ein lustiges Geräusch gerade. Splittergranate, Panzerbrechen, Pistole, Kugeln, Verbandskaste. Geht gerade nicht. Aber Eve-Spritze geht immer. Ein paar Dollar. 72 Dollar, das sind nicht nur ein paar. Gedankenkontrolle-Tests. Ist das dein Welpe? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa, so schon. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Alter. Nein, bitte. Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein. Nein. Sehr schön. Alter, was der kranke Schwein. Man kann da Gedankenkontrolle genauso gut machen mit, Springen von der Leiter runter. Das ist doch genauso unangenehm wie, oh, Alter. Ein goldiger Hundewelpe das Genick breche. Wie krank scheiße ist dann, oh, was eine kranke Scheiße ist denn das? Would you kindly... Zustand des Babys, es wird genauso krank sein. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111 Dr. Souchon, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt 1 Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Alter. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Alter. Andrew Ryans favorite girl. Jasmine Jolene. Das ist der Fontaine, der Gauner. Das ist dieser absolut kranke Souchong. Tannenbaum. Und das ist wohl unseren hier, den wir hier spielen. Unseren Jack. Also Desto, das könnten wir sein. Okay. Ryan. Ja, hier wird dieser Personenkult explizit betrieben. Und dort drüber geht's noch durch den Schacht. Okay, das geht nicht. Da kommen wir nicht durch. Na gut. Ups. Dann so nochmal. Na gut, wenn wir da nicht durchkommen, dann ist das halt so. Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und dann dieser Ort hier. Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Oh oh. Das klingt aber gar nicht so gut. Fontaine Futuristics. Da ist er jetzt.
ungespliced. Halt. Wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich, 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 endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen? Anzuhalten? Umzudrehen? Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Ups. Der Freie hat die Wahl! Na, jetzt gibt's was auf die Knetfrisur. Gehorcht! Ja, oder auch umgekehrt. Knetkopffrisur. Gehorche! Au. Na, sieht nicht so aus, als würde ich gehorchen. Beeil dich, schnapp dir Ryans genetischen Schlüssel. Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken. Ja, so viel zu wärst du so freundlich. Töte Andrew Ryan. Trophäe erhalten. Andrew Ryan besiegt. In Kupfer. Tja, das war's jetzt mit dem Wahnsinniger endlich. Und ein für alle Mal. Kommentar des Regisseurs haben wir hier wieder. Nee. Das gucken wir uns auch erst später an. Okay, vielleicht machen wir das dann noch alle Bioshocks als kleines Bonusmaterial. Wenn ihr das wollt, weil Kommentare des Regisseurs, da spiele ich ja einfach nur Material hier ab, ohne selber zu kommentieren. Insofern doch etwas witzlos, glaube ich. Also ich finde, es wird zum Let's Play nicht passen, Kommentare des Regisseurs abzuspielen. Von daher verzichte ich da jetzt auch drauf. Okay. Aber so schön war das Büro jetzt auch nicht, um mal ganz ehrlich zu sein. Ziemlich hässlich, so im Vergleich zu dem vom Präsident Shinra aus Final Fantasy VII. Gut, unterbrechen wir das doch mal. Gesundheit, Hugo. Cartort genießt.
Okay. Also, Arschlecken Atlas. Sie auf, Mister. Ah. Jetzt haben wir die Little Sisters, die uns helfen. Sehr schön. Da helfen uns jetzt die Little Sisters, die ich gerettet habe. Ups. Jetzt ist er tot. Olympus Heights. Oh je. Also die Little Sisters wollten uns auf jeden Fall helfen, zumindest die, die wir gerettet haben. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Dann lohnt es sich zum Schluss doch wieder, dass man die gerettet hat. Ach ja. So. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, ach, Atlas ist nicht Atlas, ist nur Pseudonym, ist nur falsche Identität für, ja, für Fontaine gewesen. Und jetzt sind wir bei Tennenbaum. Jetzt wird wohl Bilanz gezogen. Willkommen am Ort deiner Geburt. Jetzt wird wohl Bilanz gezogen. Ach, bist du groß geworden. Aber du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Und was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Du hast viele Sünden begangen. Aber vielleicht kannst auch du Erlösung finden. Ich habe an dir gearbeitet, während du schliefst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchon gehört mir. hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Kommen Wenn wir Sie Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Okay, und die andere Little Sister wollte mich jetzt irgendwo hier bringen. Rette dich vor Fontaine. mit. Mama Tennenbaum sagt, wir sollen ihm aus dem Weg gehen. Ja, er sagt, schick das doch dem aus dem Weg zu gehen. Was habt ihr denn da over? Ah, noch $10. Die habe ich jetzt auch noch geklaut von euch. Und dort drüber war die Tennenbaum. Oder? Ja, aber zu ihr komme ich auch nicht durch. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich jetzt auf jeden Fall meinen Cut. Und wir sehen uns dann... Hui, kann ich ja nicht speichern? Okay. Dann mache ich halt doch so lang, bis ich speichern kann. Oh, das sind noch mehr Little Der Sisters. ist gemein. Die ganze kleine Mädler von Rapture anscheinend. Die hier... Wer ist das? Der ist gemein. Die ganze kleine Mädler von Rapture, die hier eingeschlossen sind. Kann ich nicht speichern hier? Schade. Okay. Dann ist da noch eine Kiste, wo diverses Zeug drin ist. Aber nichts, was uns weiterbringt. Gut. Da habe ich gepennt. Da hat sie uns genetisch weiter bearbeitet. Und die hockt da und raucht wie ein Schlot. Alles klar. Na gut, machen wir das noch einmal. Und folgen hier weiter dem Pfeil. Aber da müssen wir hier durch. Okay. Olympus Heights. Kanalisation. Und hier kann ich speichern. Und dann würde ich sagen, hier mache ich auch meinen Cut dann. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.